So, heute möchte ich darüber sprechen, wie kann man Gewohnheiten ändern. Und du weißt, es gibt gute Gewohnheiten, die man etabliert hat, aber alle haben so Gewohnheiten, wo man so nach gewissen Jahren denkt, also meine Güte, warum habe ich das immer wieder? Und irgendwann kommt zu einem Punkt, wo man dann sich keine Neujahrsvorsätze mehr macht, weil man frustriert ist, weil man sich viel vorgenommen hat und es hat nicht funktioniert. Und ehrlich gesagt, keine Vorsätze zu machen, ist eben auch nicht gut, weil dann läuft dein Leben weiter, wie es immer gelaufen ist. Und wenn man sich Vorsätze nimmt, hat man dann die Tendenz, dass man mega enttäuscht ist, weil man gewisse Dinge nicht so einfach hinkriegt, wie man es gedacht hat. Ich habe angefangen mit einer Geschichte, ich möchte noch mal ganz kurz die Geschichte bringen, von einem Mann, der wollte ein Haus kaufen, das ist so eine Wand, ein Haus kaufen und der Besitzer sagte, nee, ich verkaufe das Haus nicht. Er hat gesagt, oh, kann ich dann ein Zimmer kaufen? Er sagte, nee, das Zimmer kann ich dir nicht kaufen. Aber er hat gesagt, was wäre, ich würde mir einen Nagel kaufen vom Zimmer. Und dann sagt der Besitzer, ja, einen Nagel kannst du kaufen, macht keinen Sinn. So hat er einen Nagel gekauft im Zimmer. Und am nächsten Tag hat er einen Sack hingehängt mit verfaultem Fleisch. Das hat so gestunken und gemieft. Man hat die Fenster aufgemacht, das war unerträglich, man konnte fast nicht mehr drin wohnen. Dann hat der Besitzer gesagt, kauf das Zimmer, aber nimm diesen Sack weg. Hat er gesagt, nee, ich lasse den Sack, weil der Nagel gehört mir, aber ich möchte jetzt das ganze Haus kaufen. Und das Bild ist nicht ein anderes Bild. Was braucht eine schlechte Gewohnheit in deiner Ehe? Eine schlechte Gewohnheit in deinem Leben. Und nicht das Zimmer, sondern das ganze Haus wird durchdrungen von einem unvorstellbaren, krass negativen Geschmack. Das ist die Kraft der schlechten Gewohnheiten. Diese Woche habe ich viele Leute getroffen. Ich war ein bisschen unterwegs. Und ich habe so 3 Gespräche gehabt. Es waren Leute, die waren total enttäuscht. Und zwar, sie haben gesagt, wir haben die erste Predigt gehört, dann haben wir uns Vorsätze genommen und nach einer Woche, es hat nicht funktioniert, ich höre auf. Da habe ich gesagt, was? Nach einer Woche? Sagt, das funktioniert nicht. Ich wollte mein Handy losbringen und ich klebe mehr am Handy als ever zuvor. Und dann habe ich gemerkt, Leute, du musst gut zuhören, wenn ich Dinge erkläre. Und es gibt ein Prinzip, und das musst du verstehen, das ist das 1%-Prinzip. Dieses 1%-Prinzip hört sich nicht geistig, theologisch krass tief an, aber es ist ein Prinzip. Und ich erkläre euch das Prinzip ganz am Anfang, wie man Gewohnheiten ändern kann mit der Kraft und Hilfe von diesem Gott im Himmel. Und zwar vor vielen Jahren, als ich noch jünger gewesen bin, ich kleiner, ich habe mich nicht größer gemacht, sondern ich hatte eine Eigenschaft, was viele nicht wissen. Ich liebe Süßigkeiten. Und es gab einen Traum, den ich hatte. Wenn ich eines Tages mal in Las Vegas bin, gibt es All-You-Can-Eat-Buffet. Und ich habe mir vorgenommen, das Erste, was ich da mache, ich gehe da hinein und ich gehe zu den Süßigkeiten. Also kein Salat und kein Fleisch, sondern hast du keinen Platz mehr. Ging direkt zu den Dessert und Schokolade und Eiscreme. Und dann war ich so voll, es hatte keinen Platz mehr, nicht mal für ein Salatblatt. So, meine Geschichte ist, Süßigkeiten war ein krasses Problem bei mir. Gesunde Ernährung war ein Fremdkörper. Und dann hatten wir 5 Celebrations bei uns im ICF Zürich am Samstagabend, einer und am Sonntag 4. Das waren insgesamt 5 Celebrations und dann habe ich gemerkt, ich bringe das körperlich nicht mehr hin. Und was viele nicht wissen, wenn man auch eine Statistik macht, wenn du mehr als 3-mal pro Sonntag predigst, das schüttet so viel Adrenalin aus, so viel Dinge in deinem Herzen und Körper, dass du eigentlich 2 bis 3 Tage Erholung brauchst, um deine Seele, deinen Körper und deinen Geist in Balance zu bringen. Ich habe gemerkt, mein Körper macht das nicht mehr mit. Und ich habe eines gelernt, was man isst, so fühlt man sich auch. Und ich habe gewusst, ich muss meine Ernährung ändern oder ich brauche einen neuen Job. Wie kommt man vom Dessert zu einer gesunden Ernährung? Das ist eine Prinzip. Die Frage, welches Gemüse habe ich gerne? Und an welchem Tag könnte ich das essen, wo es keine Rolle mehr spielt? Und ich habe gemerkt, Ofengemüse, am liebsten mit Zwiebeln, kann man auch noch ein bisschen Gas geben, liebe ich. Und ich habe mich entschieden, Ofengemüse, das ist das Einzige, was ich mega gerne habe, neben Haribo und Schokolade und Eiscreme. Und ich habe einen Tag definiert, an welchem Tag beginne ich gesund zu essen. Es war nur einen Tag, ich habe den Mittwoch genommen, weil wir hatten die meisten Meetings und da habe ich nicht gemerkt, dass ich nicht gegessen habe. Und ich habe angefangen mit einem Mittwoch, einen Tag pro Woche, das eine Prinzip, 1%, esse ich Ofengemüse. Und am nächsten Tag wieder voll rein wie immer.
Was dann passiert nach 3-4 Monaten, nicht früher, merkst du plötzlich, das Ofengemüsetag fühlt sich anders an. Weil am nächsten Morgen stehst du auf und merkst, mit Gemüse steht man anders auf. Und wenn du beginnst, das zu spüren, zu fühlen, was plötzlich eine gesunde Ernährung macht, bist du motiviert, okay, dann mache ich dann halt 2 Tage. Aus 2 Tage werden 3 Tage, aus 3 Tagen werden 4 Tage. Und irgendwann isst du mega gesund und dann gibt es plötzlich den Schweinetag. Du fressen kannst, was du willst. Sorry für das Wort. Und man dreht plötzlich das Spiel, wo du merkst, eigentlich tut es mir nicht gut. Und das ist zum Erklären, wenn du Gewohnheiten ändern willst, nach einer Woche, vergiss den Pöck. Es braucht ein Jahresprojekt. Du sagst, in diesem Jahr werde ich mit diesem Thema ganz konkret aufhören. Es gibt diesen einen Satz und ich möchte dich bitten, den kannst auch ein Tattoo machen. Kleine Schritte plus Konstanz plus das Wort Zeit. Wir wollen alle schnell, Fast Food, Quick Fix, Pronto, Subito, Speedy Gonzales. Es braucht Zeit, gibt eine radikale Veränderung. Und es braucht kleine Schritte, Konstanz und Zeit. In Lukas 21, Vers 37 lesen wir von Jesus. Täglich ging Jesus in den Tempel. Es war eine Gewohnheit. Ob es regnet oder schneit, er ging täglich in den Tempel, um dort zu lehren. Abends verließ er die Stadt und verbrachte die Nächte, heißt es, alleine im Ölberg. Was machte Jesus allein im Ölberg? Er ist der Sohn von Gott, hat nie gesündigt, nie einen Fehler gemacht, ist total perfekt. Jesus wusste, dass auch er den Tag reflektieren muss. Weil jeder Tag, du hast Menschen, die sind für dich, du hast Situationen erlebt, dass du warst nicht gut, was du gesagt, getan und gefühlt hast. Jesus hat jeden Tag seine Seele, seinen Geist, seine Freundschaft zu Gott erneuert, gereinigt, damit du immer auch on fit, auch on track bleibst. Es gibt ein Szenario von 2 Menschen, um euch zu erklären, das 1%-Prinzip ist, es sind mega kleine Details. Und zwar, die erste Person sagt, ich trinke jeden Tag 1 Glas, 200 Milliliter, Softgetränke, Bier oder Wein, du kannst jetzt auswählen, was du willst. Das ist plus 125 Kalorien. Hast du das Bild? Ist nichts, oder? Ist knapp 8% von dem, was man essen sollte pro Tag. Das heißt, 1 Glas Cola ist schon 8% über dem, was man machen kann. Wenn die zweite Person sagt, nein, ich trinke kein zusätzliches Glas von Softgetränke, Bier und Wein, gibt 0 Kalorien. Ja, macht Sinn, oder? Das ist total tief. Und jetzt sagen Leute, das ist ein banales Beispiel, um euch zu erklären, wie kleine Schritte einen Unterschied machen. Also, die Statistik, wenn du 1 Glas pro Tag mehr trinkst, hast du 125 zusätzliche Kalorien. Es braucht, um etwas zu ändern, nicht eine Woche, nicht ein Gebet, sondern 66 bis 250 Tage. Ich bin enttäuscht nach 2 Wochen, es funktioniert nicht. Ich bin enttäuscht, dass du die Statistik noch nie gelesen hast. Es gibt eine Kalorien in diesem Zeitraum von 8.000 bis 31.000 Kalorien zu viel. Und man sagt, es gibt eine Möglichkeit, Gewinnzunahme, Gewichtszunahme von 1 bis 4 Kilo. Also merkst du, du nimmst nicht einfach zu, weil du einmal zu viel isst, sondern es ist ein kleines Glas, konsequent über Zeit, gibt ein absolut krasses Resultat, das du dann auf deinen Rippen spürst. Das gleiche Beispiel, wenn du Auto fährst und es hat 2 Spuren, oder? In Deutschland hast du 3 oder 4. In der Schweiz wir haben 2. So, wenn du fährst und du sagst, ich bin auf der falschen Spur und du nimmst beim Steuerrad nur 1 Millimeter Korrektur, merkst du am Anfang gar nichts. Sagst, ja, also, aber 1 Millimeter bedeutet, ist nur eine Frage der Zeit und von Kilometern und irgendwann bist du auf der anderen Spur. Das ist die Kraft von 1 Millimeter. Das ist die Kraft von einer kleinen Gewohnheit, die man etabliert an einem Tag, wo es einfacher ist. Galater 6, Vers 7 sagt die Bibel, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird auch vom Fleisch das Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, wird vom Geist Gottes das ewige Leben ernten. Ich weiß, ich habe diesen Text rausgenommen aus dem Kontext.
Aber jeder Bibeltext kann auch verschiedene Dinge beleuchten. Mit anderen Worten, was du tolerierst in deinem Leben, das wird irgendwann etabliert werden, ganz, ganz konkret. Ich möchte nochmals ganz kurz das wiederholen und dann werde ich euch ganz praktisch erklären, wie macht man das, wie kommt man in eine neue positive Gewohnheit. Und zwar das allererste, man muss mal sagen, halt, stopp, bin nicht mehr bereit, dass diese Eigenschaft von meiner Sucht, vom Jammern, von Eifersucht, von Jähzorn, von Drogen, von Spielsucht, man sagt, halt, stopp, ich bin nicht mehr bereit, dass diese eine Gewohnheit immer Streit in meine Familie hineinbringt. Da muss man sagen, halt, stopp. Wir sind kein Opfer der Gefühle, ich kann das nicht machen, sondern du kannst sagen, halt, stopp. Bin ich bereit, dass hier im Kopf ein Kopfkino abgeht. Das allererste. Dann muss man definieren, ich will das nicht mehr. Sondern was möchtest du dann? Man muss immer etwas, was man wegnimmt, muss ersetzt werden mit etwas Neuem. Also definiere, was ist es dann? Dann kommt die Frage, warum mache ich das immer? Gibt es eine Wurzel, eine Geschichte in meiner Kindheit, in meiner Vergangenheit, einen Generationenfluch, der einfach bei mir weitergeht? Also manchmal sagen Leute, meine Mutter ist auch so. Aber ihre Mutter war auch schon so. Ich denke immer, interessiert mich nicht, bist einfach als ein scheiß Verhalten. So, die Frage ist, wo gibt es eine Linie, wo man sagen kann in der Seelsorge, darum glauben wir, ich glaube an Seelsorge, ich glaube, dass man auch Beratung holt, das ist mega, mega wichtig. Seelsorge heißt nicht, mir geht das total beschissen, sondern man sagt, Heiliger Geist, ich habe einen Zeuge, jemand, der dir Fragen stellt, die betet und auf Gott hört. Und vielleicht kann es sein, dass es eine Wurzel gibt, die man lösen muss. Ich hatte den Jähzorn, den ich euch mal erklärt habe, ich möchte jetzt nicht zu viel hineingehen, es geht ja nicht um mich, aber ich habe den nicht losgebracht, bis Gott mir eine Offenbarung gab. Und es gab einen Link zu meinem Vater, den ich nicht so gesehen habe. Und als mir das bewusst geworden bin, kannst du sagen, Jesus, ich löse mich von diesem Geist, ohne meinem Vater schlecht zu machen, ist gar nicht das Problem. Und als ich das Gebet gesprochen hatte, ging wie eine Kraft weg von mir und man kann dann Dinge plötzlich neu etablieren. Darum ist Seelsorge mega wichtig und entscheidend in dem Sinne. Darum auch Amore Weekend. Ehepaare, die sich nicht einen Tag Zeit nehmen pro Jahr, um Fragen auszutauschen, finde ich schon sehr, sehr, wie mit dem Auto mit Sommerpneu auf dem Glatteis fährst, ist schwierig. Und dann ist die Frage, wie kann man das wieder ganz konkret etablieren? Das Etablieren, musst du verstehen, das ist wie ein Samenkorn. So, ich hänge jetzt hier ein Samenkorn hin. Und warum ein Samenkorn? Weil, wenn du sagst, ich werde nicht mehr Alkohol trinken, ich bin nicht mehr jähzornig, ich bin kein Süchtler mehr, ich bin nicht mehr untreu, ich bin nicht mehr launisch, ich habe nicht mehr diesen Kritikgeist, sondern ich bin positiv. Wenn du das mal etablierst, formulierst und beim Namen nennst, musst du wissen, es ändert sich nicht so schnell. Ein Same, und ich bin ein Bauernkind, wenn du den in den Boden tust und sagst, das ist Karotten, das ist ein Kopfsalat. Nein, das geht nicht genau. Aber das, was in den Boden geht, dann weiß jeder Bauer, ein Same entwickelt sich nicht in der Oberfläche, es entwickelt sich nicht im Licht, sondern im Boden dunkel und versteckt. Das heißt, wenn ich entscheide, ich ändere meinen Sabbat, wird niemand sagen, boah, krass, Mann, du bist ein Vorbild. Boah, krass. Du bekommst keinen Like, du gehst nicht auf Social Media, du bekommst keinen Applaus, du hast keinen Support, sondern das machst du für dich allein im Verborgenen, weil du weißt, es braucht Zeit, bis sich das etabliert. Ich habe einen Kollegen vor einem Jahr getroffen, aber ein Jahr lang nicht mehr gesehen und meine Reaktion war gewesen, wow. Und ich erkläre, warum mein Wow, sondern sein Gesicht war wie leuchtend, seine Haut war wie ein Baby, sein Körper war schlank, durchtrainiert, seine Haare waren, alles war perfekt, von oben bis unten. Ein Jahr vorher war es das Gegenteil. Und ich habe ihn gefragt, du, was hast du denn gemacht in diesem Jahr? Warst du irgendwo in Amerika, Botox und allem? Dann hat er gesagt, nee. Er hat gesagt, was ist passiert? Und er hat gesagt, ich habe festgestellt, ich habe mehr als 50 Jahre
nicht auf meine Ernährung geschaut, ich habe nicht auf den Schlaf geschaut, ich habe gegessen, getrunken, ich habe alles gemacht. Meine Seele, meinen Geist, meinen Körper konnte machen, was ich wollte. Ich bin erweckt, ich bin leidenschaftlich, ich glaube an Jesus, aber mein Körper war eine Katastrophe. Und ich habe mir gesagt, das wird das beste Jahr für meine Seele, für meinen Körper und für meinen Geist. Habe das ausgerufen. Und ich, wow, krass, wie hast du das gemacht, sagt er. Ich habe mich entschieden, ein Jahr hat meine Seele ein Abonnement. Jeden Morgen öffne ich die Bibel, ich bete, damit meine Seele geankert wird. Er hat gesagt, das ist ein Problem mit deiner Seele. Er hat gesagt, ich bin von einem Mensch so enttäuscht und ich bin bitter. Ich habe den glaubenden Menschen verloren. Und das ist meine Seele. Und ich brauche, dass meine Seele vergeben kann. Und ich werde jeden Tag die Bibel lesen, jeden Tag worshipen. Und dann gehe ich jeden Tag in das Fitnessstudio, 1 Stunde, und ich werde meine Muskeln trainieren. Und dann werde ich ein Jahr lang immer um 9 Uhr schlafen gehen. Ich werde meine 7 Stunden schlafen, jeden Tag für ein Jahr. It's the best year of my life. Und ich habe gesagt, hoppla, ich sehe es. Und was ich sagen möchte, ist, das Resultat, wenn du was säst, wenn du was entscheidest, geschieht nicht über Nacht. Sondern es braucht ein bisschen Zeit, bis plötzlich das Neue, das du etabliert hast, auch sichtbar wird für andere Menschen. Das Dritte, Vierte, was man machen muss, man proklamiert, wer du werden willst. Proklamation spielt eine Rolle. Was du sagst, ist, wo du hinschaust, was du glaubst. Die Sonnenblume schaut aus wie die Sonne, weil sie schaut die Sonne jeden Tag an. Wenn du möchtest Jesus Christus ähnlicher werden, dann schau Jesus Christus jeden Tag an, in der Bibel, in der Worship, im Gebet, und du wirst werden wie Jesus Christus. Wenn du erweckt werden bist, dann musst du dahin gehen, wo Erweckung ist. Du musst es proklamieren. Du musst es proklamieren. Oft sagen Leute, und also ich bin auch dabei, ja, ich würde gerne. Oh, es wäre schön. Ich möchte auch. Und das sind ja Sätze, ich verstehe das. Ich habe ein paar Dinge aufgeschrieben, um euch zu erklären, was ich mit Proklamation meine. Ich meine es konkret. Wenn du betest, sagen Leute, ich will mehr beten. Das ist nicht konkret. Du musst sagen, ich will jeden Morgen, ich will, nicht ich werde, ich will oder ich bin. Ich werde jeden Morgen aufstehen. Ich werde jeden Tag 10 Minuten beten. Das, was du aussprichst, wo du hinschaust, zu dem wirst du werden. Vielleicht braucht es 3 Monate. Du sagst immer wieder auf. Die Bibel lesen. Ich möchte mehr in der Bibel lesen. Klar heißt, ich lese jeden Tag vor dem Schlafengehen ein Kapitel in der Bibel. Nächstenliebe. Ich möchte anderen helfen. Wow. Ich möchte auch anderen helfen. Ich schreibe jede Woche einer Person eine prophetische, ermutigte Botschaft von Gott. Das ist ein Unterschied. Wie macht man das? Google Kalender. Oder sagt, heute ist Dienstag, Ermutigung. Ganz einfach. Für das hast du ja Google. Sexuelle Reinheit. Ich möchte rein bleiben. Klar heißt, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Und ich lebe mit Christus und ich werde auf Pornografie verzichten. Weil Porno ist Egoismus. Ich hole es für mich. Liebe heißt, ich gebe es dir. Das heißt, ein Klick für mich. Ein Ehemann, Ehevater, Ehemutter, kannst du reintragen, heißt, ich möchte meine Familie besser dienen. Dienen ist auch so ein wunderbares Wort. Du sagst, nein, ich bin ein Mann Gottes, bin eine Frau Gottes und ich will meine Familie lieben und alles tun, was meine Frau und Kinder stärken. Du kannst die Frage stellen, Schatz, was willst du von mir? Nur eine Sache. Das muss einfach sein. Das ist konkret. Fitness. Ich möchte mehr trainieren. Ich bin jemand, der kein Training auslässt. Disziplin ist mein Standard. Finanzen. Ich möchte Gott mit meinem Geld an erster Stelle setzen. Heißt, ich bin jemand, der Gott an erster Stelle setzt. Meine Finanzen reflektieren auch meinen Glauben. Du musst es ganz konkret aussprechen. Wenn du ein Alkoholiker bist, dann sagst du, ich bin kein Alkoholiker mehr. Ich bin ein Mensch, der freigesetzt ist von Gott im Himmel. Ich bin zur Freiheit berufen.
Und wenn du wieder zu viel trinkst, sagst du, Krone richten, ich bin kein Alkoholiker. Ich habe was Dummes getan, ich bin nicht dumm, sondern ich habe es gemacht. Aber meine Berufung ist, ich bin ein Kind Gottes. Du sprichst das aus, was noch nicht ist, was werden wird in deinem Leben. Amen. Wenn du sagst, ja, das ist extrem, ein einfaches Beispiel. Ich mache immer gerne einfache Beispiele. Sag deiner Frau, die dich jetzt gerade nervt, Schatz, du bist die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Punkt. Sag das einmal. Die Woche ist anders. Du weißt, was du aussprichst, obwohl es noch nicht so ist bei der Frau, bei den Mann und Kindern, was du aussprichst, kreiert eine Atmosphäre. Das nächste, man muss konkrete Action-Steps planen, die dich auch dahin führen. Ich habe letztes Mal euch das gesagt und ich sage das, genau, ich habe ein Bild mitgebracht, dass du das verstehst. Mein Thema ist, den Sabbat halten, den freien Tag zu machen. Der freie Tag ist nicht gemacht für Gott. Gott sagt, der freie Tag ist für euch Menschen gemacht, um zu reflektieren, was Gott gemacht hat. Und wenn du meine Agenda anschaust, 2026 ab Juli, das ist meine Agenda, kein Witz. Und das hat mit dem zu tun, als vor Corona hatte ich einen Plan, da kam Corona, es gab keinen Plan mehr, weil der Bundesrat hat jeden Tag, jede Woche alles geändert. Und ich habe da gelernt von Hand in den Mund, wir waren spontan und ich habe die letzten 5 Jahre vergessen, Corona ist vorbei. Und das ist meine Agenda. Und meine Agenda ist hochkompliziert und es ist jetzt kein Praise Report. Und mein Thema ist, den Sabbat zu halten. Das ist mein Thema, bei dir ist das was anderes. Wie macht man das konkret? Wir haben bei uns im ICF Zürich und auch im Movement so einen Next Step Blatt. Ich habe das ganz kurz mitgebracht. Und das ist mega einfach. Du fragst, was ist mein nächster Schritt? Heiliger Geist, was ist das Thema, das du für mich bereitest? Und man schreibt es auf. Wer schreibt, der bleibt. Sabbat ist bei mir das Thema. Und dann ist die Frage, was sind die 3 Next Steps, die man gehen kann? Und Frage, brauche ich Hilfe? Brauche ich jemanden, der mir dabei hilft? Zum Beispiel habe ich geschrieben, mein Next Step ist, Sonntag bis Dienstag bin ich im ICF und Office. Das heißt, der Sonntag ist Celebration, Montag ist Vorbereitung, Dienstag habe ich alle Meetings. Das heißt, ich kann nicht reisen von Sonntag bis Dienstag. Wenn ich reisen gehe, ist der Sabbat am Ende. Das ist ein kleines Detail. Dann habe ich gemerkt, ich muss kompensieren. Nach einer Worship-Tour, nach Konferenzen habe ich nie kompensiert, weil ich habe einfach nicht kompensiert. Jetzt habe ich gemerkt, ich muss es kompensieren. Aber wenn ich kompensiere, bedeutet das aber auch, ich kann gewisse Dinge nicht machen. Ich brauche einen Rhythmus von Sport und Erholung. Nach einem Sonntag bist du emotionell Game Over. Ich brauche einen Montag etwas, wo ich sportlich wieder in die Höhe komme, um mein Adrenalin abzubauen. Darum spiele ich Golf. Alles, was mich genervt hat, es kommt dann der Golfball, ist dann die Person, die ich genervt habe und ich haue drauf. Das ist meine Therapie und beim Squash kommen dann alle anderen auch noch. Um euch zu erklären, nur den Sabbat zu halten, ist einfach mal definiert. Aber was sind die ganz kleinen Extraschritte, die man geht? Und das schreibt man auf. Und ich möchte das jetzt mit dem euch erklären am Ende, wenn man das aufschreibt, man muss bewusst es in die Agenda eintragen und auch überlegen, wo findet das statt in meiner Agenda. Man sagt, was nicht in deiner Agenda steht, hat mit deinem Leben nichts zu tun. Also nur ein Vorsatz ohne in der Agenda hat mit deinem Leben nichts zu tun. Und jetzt kommt meine Frage, wie kann ich den Sabbat dann in meine Agenda reintun? Und ich habe das dann so gemacht, immer den Samstag habe ich mal gelb angestrichen, merkst du einfach mal gelb. Wäre dann einfach, meine Woche wäre immer gleich, ist sie aber nicht. Aber ich habe es einfach mal so rein gemacht. Und dann kommt ja die Frage, es passt ja gar nicht mehr alles rein. Wo muss ich Dinge abschneiden? Aber du musst die richtigen Dinge abschneiden und darfst nicht beim Bibellesen abschneiden. Leute schneiden oft bei Dingen ab, wo man nicht abschneiden darf. Und jetzt braucht es, wenn du heute sagst, nimm jetzt ein Beispiel Stichtag heute, wenn du heute sagst, ich werde die Gewohnheiten anpacken, das ist schon lange ein Thema bei mir, danke für das Anstüpferli.
braucht es 3 Monate. Also bis zu Ostern läuft noch gar nichts. Hast du das Bild? Kannst einfach mal durchstreichen. Du brauchst 66 bis 3 Monate, bis überhaupt etwas in die Gänge kommt. Und ich spreche da nicht von Unglauben, sondern der Punkt ist folgendes. Wenn Gott dir ein Thema gibt, trink kein Alkohol mehr. Dann ist die Frage, wieso trinke ich? Und wenn ich nicht mehr trinke, wie bin ich dann noch lustig? So, du merkst eine mega tiefe Frage. Und ich bin im August, ging ich 3 Tage weg, um die Frage vom Sabbat zu lösen. Und das war mega kompliziert und ich brauchte 3 Tage, um mal die Agenda anzuschauen und gesagt, wo gibt es Dinge, die ich gerne mache, aber nicht mehr Platz haben. Aber ich habe 3 Tage gebraucht, nur mal um zu überlegen, was heißt dann Sabbat für mich? Was heißt das für dich, wenn du nicht jetzt so nicht mehr bist? Wenn du nicht mehr eifersüchtig bist? Also es braucht ein bisschen Zeit. Man muss catchen, kauen, beten, Gott fragen. Dann gehst du in die Seelsorge. Was ist der Trigger? Wenn du das gemacht hast, nach einigen Wochen merkst du plötzlich, wird deine Strategie klar. Und es braucht einfach diese Zeit. Und das ist das Problem, wo ich feststelle, fast überall, wenn Sachen nicht sofort kommen und nicht so einfach sind, dann sagt man, ja, ich bin halt so. Und ich bin halt so ist der schlimmste Satz, den du Jesus sagen kannst. Veränderung ist dann möglich, wenn du sagst, ich will nicht mehr. Diese Eigenschaft zerstört alles. Ich hatte diese Woche, am Freitag, habe ich ein Erlebnis gehabt, das war schockierend. Und ich möchte euch das sagen, seit der 39 Celebrations sind da alle ein bisschen älter. Wenn du deine Themen nicht anpackst, es wird auf das Alter schlimm. Weil im Alter hast du keinen Filter mehr. Wenn du jung bist, willst du ankommen. Irgendwann bist du im Leben angekommen. Und dann sagst du Dinge ohne Filter. Und dann kommen Themen hervor, die waren schon immer da. Ein Mann hat zu mir gesagt, ich war 40 Jahre jung, hat es mir genauso gesagt, ich kam in die Church, Gott hat gesprochen, ich muss gewisse Dinge anpacken. Es war mir zu tief. Es war mir zu anstrengend. Habe ich es nicht angepackt. Und jetzt bin ich pensioniert und ich bin im Elend, weil diese Themen noch schlimmer sind als mit 40. Da habe ich zu ihm gesagt, God bless you. Das war für mich ein shocking Moment. Wenn du das nicht anpackst, Zeit verändert nichts, Zeit macht es schlimmer. Und wenn du wissen willst, wie man ändert, dann gehst du in das Altersheim. Wenn du nicht vergeben hast, sind die Leute da, die jammern, die sind negativ, die sind bitter und alle sind doof und alle sind blöd. Habt ihr schon mal festgestellt? Das ist ein Spiegel, da gehen wir auch hin, wenn wir nicht sagen, ich packe diese Themen an und das ist ein Jahresprojekt. Der Sabbat in meinem Leben zu etablieren, ist ein Jahresprojekt. Die ersten 3 Monate Coin-Fragen suchen. Und dann plötzlich wird es etabliert und dann beginnst du plötzlich zu spüren, aha, da kommen Dinge zur Ruhe. Ich möchte euch mitnehmen, wir haben die Serie geplant und sie kam anders raus. Das finde ich auch interessant. Die Serie wäre anders gewesen, dann habe ich gemerkt, und ich liebe das, der Heilige Geist steuert das. Katharina von Siena, ich möchte mit dem enden, sie hat gesagt, das hat sie gesagt, nicht ich. Nicht das Beginnen wird belohnt, sondern einzig und alleine das Durchhalten. Und Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben mit der Geist der Selbstdisziplin. Wir haben Kraft von Gott bekommen, Dinge zu ändern. Ich möchte enden mit der Frage, was ist dein Thema, wo Gott den Finger drauf legt? Das ist ein heiliger Moment. Und wo du sagst, ich brauche 3 Monate zu beten, zu fragen, zu suchen, für Seelsorge, bis ich den Punkt habe. Und dann nach 66 Tagen, sagt man ungefähr, beginnt plötzlich etwas zu etablieren. Und nach einem Jahr bist du nicht mehr die gleiche Person an dem Punkt. Und dann kann Gott das nächste Thema bringen, bis wir sagen, Jesus, ich sehe fast keinen Unterschied mehr. Das wäre das Ziel, oder?
Lasst uns aufstehen zusammen, auch in der Loft, auch hier in der Halle, auch in der Migrant Church, auch live. Und ich werde ein Gebet heute beten und ich möchte ganz kurz das Gebet erklären. Ich hatte diese Woche das Wort gehabt, der Geist vom Tod. Da habe ich Gott gefragt, ja, gibt es Leute, die sich umbringen möchten, Suizid? Und Gott hat gesagt, nein. Da, wo du Dinge sagst, ich bin halt so, hast du den Geist vom Tod eingeladen. Der Tod ist etwas, was zerstört. Da, wo du sagst, ich bin halt so. Oder da, wo du sagst, ich habe so oft probiert, Resignation, Gleichgültigkeit, Dinge klein zu machen. Du lädst nicht das Leben Gottes ein, du lädst den Geist vom Tod ein, dass in den Bereichen du einfach nicht die Fülle von Gott erlebst. Das ist kein kleines Detail. Wir sind zur Freiheit von Jesus berufen. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen. Du kennst die Bereiche, wo du aufgegeben hast. Du hast das Handtuch geworfen. Du hast den Glauben verloren. Du hast diese unerschütterliche Kraft verloren, etwas anzupacken. Und Vater, wir stehen hier vor dir. Und es gibt Bereiche in unserem Leben, wo wir merken, wir leben noch nicht in dieser Freiheit, wir sind noch nicht erlöst. Wo das alte Fleisch und alte Gewohnheiten so eine Kraft haben, wo Dinge zerstört sind in meiner Freundschaft, in meiner Ehe, zu meinen Kindern. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass dieser Geist vom Tod, dass der Geist der Zerstörung aus meinem Leben weicht. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, fülle diesen Raum mit der göttlichen Präsenz, mit deiner göttlichen Kraft. Taufe mich heute mit einer Disziplin. Heiliger Geist, berühre mich heute mit einer Kraft vom Himmel geboren, wo ich diesen Versuchungen, diesen Süchten, diesen Gewohnheiten widerstehen kann im Namen von Jesus. Der gleiche Geist, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckte, die gleiche Kraft wohnt in dir und in mir. Dass das, was tot ist, wird lebendig. Das, was unmöglich ist, wird wieder möglich. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auch für deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du dann einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.